Der neue Volvo C40 als auch den nächste Volvo, den sie loben am kompletten Elektrounterricht präsentiert. Und da brauche ich noch nicht mehr viel zu zweifeln, dass Volvo Orlochin vom Elektrounterricht abschlägt. Wir sind den Volvo C40 Recharge Twin Launch Edition pur Elektrik gefahren. Deutlich mich scharf gezeichnet. Am anderen konservativ könnte den C40 Recharge pur Elektrik auch gegenüber dem Mix C40 River. Die 4,44 Meter Längen, 1,87 Meter Breiten und 1,60 Meter hohen C40 Recharge kombiniert eine Linie von einem Coupé mit einem SUV. An hai Hunddesigner den hënneschen Deel vun der Karosserie auch durch markante Lichtband afirgestracht. An noch wie Südax sind et Detailer, die bei Volvo rausstechen. Aber wat gut ausgesät muss net immer praktisch sinn. Auch dann, wann den C40 Recharge pur Elektrik mat senger eleganter Kuppellin, auch wie den XC40 op der kompakter Modellarchitektur vom chinesische Geely-Konzern steht, zu der Volvo 2010 geheiert. Dommer erzählt den C40 Recharge auch bannen dran net zu den größten an senger Klasse. Die vierte Plätze sind komfortabel, an die Plätze han dran können a puncto Komfort asäten halt net mat der Fichterei matteilen. An an plus durch seine rohfallen Dachlin sich noch an ferm erschränkt. Sing Malle leiit auch ein bisschen darinner. Am mat 413 bis 1205 Liter Ladevolumen och 90 Liter Manner vis-à-vis dem XC40 fehlen. Volvo verzicht auch auf die Ledersitzer, ersetzt an Zukunft noch Textilien, die aus recyceltem Material oder aus nachhaltigem bewirtschaftetem Umbau kommen. Sein Infotainment-System bringt uns zum Thema Software. Als ersten Automobilfabrikant setzt Volvo, wie auch beim vollelektrischen XC40, auf ein Infotainment, das auf Android Automotiv basiert. Nimmen die grafische Spieler am Ekran, wo die mit den Volvo-typischen Plätterchen so bricht, dass ein Unterschied zu den anderen Modellen nimmen auf den nächsten Blick minimal ausfallen. Der wohl größte Vorteil, den Kooperation von Volvo und Google mit sich bringt, ist die Nativintegration von Google Maps. Was die heutige Verfügung von realen Zeiten sowie die Pfanne von speziellen Zielen angeht, kann hier kein Empfänger erreichen. Sogar die Berechnung von einer komplexen Route dauert nur ein paar Sekunden. Auch ein Punkt Google Assistant erkennt und verschafft den Spruch am Autobefehl sehr und zuverlässig. So kann in am C40 Recharge pur Elektrik komfortabel Klimatisierung, Sitzheizung, den Telefon und den Infotainment gut steuern. Aber etwas hat hier nicht geklappt. Wenn ihr seht, mehr als es warm, die Temperatur nicht automatisch aufgesetzt, was bei verschiedenen anderen Marken gut klappt oder ist schon etwas falsch gemacht. Eure 600 Watt starken Harman Kardon Premium Soundsystem mit 13 Hauptparleuren am Auto gehört genauso gut zur Standardversion wie den digitalen Cockpit und over the Air Software Update Funktion. Selbstverständlich kaufen im C40 Recharge auch die neuesten und voluminösesten Sicherheitsassistenten angebaut. A puncto Demarrage geht Volvo einen anderen Schritt weiter und verzichtet auf den Knopf für zu demarieren. Das changiert ein bisschen die Prozedur für Last zu fahren. Es geht nur durch, den Autoschlüssel an der Tasche zu holen und auf den C40 Recharge pur Elektrik durchzugehen. Und schon springt die automatische Verriegelung ab. Lot zählt nach Schuss, sich auf den Chauffeursitz zu setzen, den Sicherheitsgurt zu tun, Bremse zu drücken und den Schaltknopf auf Drive zu platzieren. Und schon steht einem agreeable Fahren nicht mehr am Weg. Diese neue Demarrage von einem Auto weist, wie sinnvoll eine Digitalisierung kann ausgesehen. Und ich wette mit dir, dass in nächster Zukunft der nächste Evolutionsstufe den Auto kann per Smartphone abgemerkt gehen und gefahren gehen. Unser Testauto war auch den C40 Recharge pur Elektrik mit 2 permanent Magnet-Elektromotoren. Die Systemleistung lädt bei 300 Kilowatt, umgerechnet 400 RPS, die von 4300 bis 13.900 Umdrehungen pro Minute zur Verfügung stehen. Das maximale Drehmoment lädt bei 660 Newtonmeter. Beim Auffahren steht schon bis zu 4.350 Touren pro Minute zur Verfügung. Kein Wunder, dass ein C40 Recharge auf 4,7 Sekunden von 0 auf 100 km an der Stunde sprint und damit drauf puncht wie ein Profiboxer. Seine maximale Vitesse lädt bei 180 km/h.
Aber ma Minuspunkt, dass sich dann noch ein gut Schlupp aus dem Energiedrinkbehälter gönnt. Und dann noch nicht erwerben kann, dass die 444 WLTP Kilometer Autonomie können erreicht gehen. Also ich auch nicht braucht zu wundern, wann den C40 Recharge pur Elektrik immer bei 330 km Laufleistung stehen bleibt. Weil der Lo den elektrische Komfort über dem Fuhren umgeht, so lässt sich der Volvo auch kein Wunsch abstellen. Fahrwerk, Suspension und der One-Pedal-Driving sind perfekt aufgestimmt, sodass sie normaldeutliche Fuhren auch die unterschiedlichen Fuhrmodussen wie bei anderen Autos nicht vermisst. Der One-Pedal-Driving als ein kleiner Volvo-Dram, der schon perfekt für eine gute Rekuperation von der verlorenen Leistung sorgt und noch nicht auf Stufen, zum Beispiel über Schaltwippe verstellt kann gehen. Wir nehmen über den Infotainment-Display an oder auszuschalten nass. Bei unserem kleinen Test von über 500 km hatte Miro keine Überraschung, außer wir haben die 444 km Autonomie nicht erreicht. Vielleicht sind die auch nicht am Stadtverkehr durch die gute Rekuperation oder mit gemäßer Vitesse auf der Landstraße zu erreichen. Trotz dem hohen Gewicht von 2,2 Tonnen fährt den C40 Recharge sich ohne Probleme. Keine Wäschrutschen über die Fistrede an den Kehren, eine präzise Steuerung und Bremsen, ob der ihn auch vertrauen kann. Los nach immer die wichtigste Frage beim Elektroauto sind Autonomie, also in Zeit für einen Rammer 100% abzulöten. Die Leistung wird von einem 70 Kilowattstunden Akku geliefert, den sie in einer 150 Kilowatt schnell Ladestation laut Volvo an 20 Minuten bis zu 80% ablöden lässt. Und daheim und der Haushaltssteckdose mit einer 11 Kilowatt Wechselstrom Schnellladung aber schon bis zu 7 Stunden umgehangen muss gehen. Mein Durchschnittsverbrauch lag bei 24,7 Kilowattstunden auf 100 km, was durch über dem WLTP-Wert von 20 Kilowattstunden lag, die Volvo auf 100 km angeht. Aber auch wie bei einem Diesel oder Benziner, das sportlich fahren, nur auf der Rechnung heraussticht.